Leiit is so net direkt. Tron Ares als even in den Filmer, die dich visuell komplett am Sitz festpaschen, mir inhaltlich hätten so viel mehr können sehen. Und das genede Problem. Als ich ging dann mal 2 Tickets für an die Kinepolis zu gewinnen, markiert einfach die Person im Video, die dir gerne gegen Matteln und erzählt mir ganz einfach in den Kommentaren, was für ein Tron ihr bis am besten gefallen wird. The Legacy oder das Original? Okay, wann ihr an die Kino geht, kriegt den Hai eng richtig audiovisuelle Explosion. Die futuristische Welt ist so stilvoll abgebaut, fett Neonluten, flüssig Kamerabewegungen, an einen Soundtrack, den dich richtig durch den Stuhl direkt. Hier wird Disney wirklich drauf gepocht, alles für die große Leinwand zu machen. Die 1,5 Stunden ist intensiv, spannend, und du bist direkt rangezogen. Mir genau, du fängt die Schwierigkeit an. Nachdem sie eine so eng stark Ouvertüre kriegt, fallen die dir relativ sehr zu summen. Am Platz von neuen philosophischen Überlegungen über KI, Menschlichkeit oder Kontrolle, wie es nach Tron Legacy angeklungen ist, kriegt den Hai immer dieselbe Zucht Verfolgungsjuristen, visuell noch immer stark, mir narrativ geht es repetitiver langweilig. Was mich auch enttäuscht hat, Jared Leto als Ares, ja, hier ist ein großer Numm, mir am Film fühlt es sich so an, wie wenn seine Figur kein Dave-grünische Kerl hat. Ares ist echt eine Karikatur von einer KI, ohne dass er wirklich versteht, was seine Motivation oder sein interner Konflikt ist. Du hast ihn so viel Maken draußen. Auch die anderen Figuren bleiben zu flach, so dass kein richtigen emotionalen Ausschluss entsteht. Und das ist eigentlich der Traurigste. Der Film hat die Möglichkeit gehabt, die groß Fragen zu stellen, wie weit geht Menschheit mit KI, wie gesagt eine Welt aus, wo digital Wesen am richtigen Leben nur kommen, aber leider bleibt alles irgendwie unter der Oberfläche hängen. Etwas mehr Spektakel wie Inhalt. Meine Konklusion: Tron Ares als Kino für Dan am Dauer. Kein Zweifel. Es ist ein richtiger Popcorn-Blockbuster, den dich für 2 Stunden hypnotisiert. Aber wenn du mit der Erwartungen rangehst, ein narrativ stark, philosophisch und emotional Dave-Geschichte zu kriegen, da bist du nur der Ouvertüre enttäuscht. Erzählt mir aber ganz gerne, was dir vom Film hält und denkt dran, beim Gewinnspiel mitzumachen. Und an dem Sinn verabschiede ich mich und wünsche dir dann trotzdem noch ganz viel Spaß am Kino mit Tron Ares. Ciao!